Bye. Kussi. Bye bye. Es geht, Leute. Neue Woche, neues Glück. Wir haben heute Montag. Ab zum Aria. Ja, letzte Woche war auf jeden Fall komisch. An den Tischen lief nicht viel und konnte an sich auch nicht so viele Stunden spielen, da ja im Aria immer ständig irgendwas los war und im Bellagio konnten wir auch nicht viele Stunden spielen. Aber jetzt diese Woche muss auf jeden Fall Power, Leute. Ich muss richtig Gas geben, denn wir haben noch gar kein Geld verdient diesen Monat. So Leute, angekommen im Aria, schon auf der Liste für 2,5 und ich habe richtig Bock, muss ich sagen. Fühlt sich an, als hätte ich schon, was weiß ich, eine Woche keine 2,5 mehr hier gespielt im Aria. Ich glaube, die Christine ist sogar da. Vielleicht hat die mal Bock, am Vlog Hallo zu sagen. Die hat mir schon geschrieben, dass sie gut läuft. Also sie hat gestern da, erste Session direkt gewonnen und wird heute wohl das 800er Mystery Bounty Turnier hier im Aria spielen. Morning. Yeah. Aha, alles klar? Alles klar, läuft? Hast du Platz? Oh, ich bin nicht. Ich hab dir was mitgebracht. What? Aufmerksamer Zuhörer. Wow. Vielen Dank, doch mal, Mama. Die Christine hat uns Torfvieh mitgebracht, Leute. Beide Farben sogar. Weiß und braun, schwarz. Super lieb. Ich würde am liebsten jetzt schon aufmachen, aber ich bringe die Schokolade jetzt erstmal in Sicherheit, Leute, zurück zum Auto. Denn wenn ich das mit zum Tisch nehme, dann haue ich das komplett weg. Und lieber später beim Editieren oder Online-Grind, dann kann ich mit den Kids teilen und so. Vielleicht besser. 1 oder 2 kann ich aber schon mal geben, Leute. Right here. Is a bet of $40, and he's going to make the big laydown. Big laydown. Okay. Es geht, Leute. Session mit einem Minus von. Oh, der ist mega schlau. Wir sind mal lieber im Pokerroom geblieben, denn hier ist mega Stau im Parkhaus gerade. Bis hier oben. Session mit einem Minus von $1.157 beendet. Für die, die jetzt irgendwie neu subscribed haben, die fragen sich wahrscheinlich, macht er auch mal irgendwann mal Plus. Ja, läuft irgendwie schlecht im Moment. Kleiner, aber auch nur ganz kleiner Downswing von 4K gerade. Ist auf dem Limit eigentlich nicht viel. Sowas kann man eigentlich an einem Tag auch mal swingen. Ist aber im Moment einfach tot, also funktioniert einfach nichts im Moment. Heute einmal ein Short Stack von $600 aufgedoppelt. Mit Damen gegen Könige. In der Hand Open raise ich Damen, Middle Position, krieg einen Raise vom Button. Der hat insgesamt $600 vor sich. Er raised auf 50, ich raise nochmal auf 200. Er callt, Flop kommt 833. Ich bette 125. Er geht all in für insgesamt also knapp $400. Und ja, ich calle mit den Damen da. Bin ab und zu mal Beat, irgendwie Pocket 8er oder Könige. Aber hab halt gehofft, dass er hier mal 9er, 10er Buben hat. Aber in diesem Fall hat er Könige leider. That was all. The 2 cheeseburgers animal style, 1 animal fry, a medium Coke, and a side of chilies. Yes. Will you be eating some McCoy today? No. Ich kann mich nicht daran erinnern, das letzte Mal so viele Losing Sessions hintereinander gehabt zu haben. Beziehungsweise wir hatten da einmal eine kleine Winning Session letztens im Aria, aber es zählt fast nicht. War auch schon länger nicht im Flow State, sage ich jetzt einmal. Kennt ihr das aus der Rennsportwelt? Michael Schumacher hat das früher mal beschrieben. Wenn er sein Auto an Limit gepusht hat und das irgendwie alles so im Unterbewusstsein passiert ist. Also der war halt einfach im Flow State immer und alles lief halt einfach perfekt, so
im Einklang mit dem Auto und wusste immer genau, wo sein Limit ist halt einfach. Poker hat man das halt einfach auch. C-Bets funktionieren und immer in der Action. Und man trifft häufig auch immer die richtigen Entscheidungen, die richtigen Checkbacks, die richtigen Value-Bets und so weiter. Und habe das Gefühl irgendwie, dass ich die letzte Woche so irgendwie kaum im Flow-State. Also man ist natürlich so, dass man irgendwie immer im Flow-State ist. Das kommt nicht so häufig vor. Aber habe das Gefühl, dass es schon häufiger nicht vorgekommen ist. Also es wird auf jeden Fall allerhöchste Zeit. Just one. Thank you. Was geht? Was geht, Lan? Kommst gerade vom was? Vom Bar, ja. Was? Scheiße, Lan, immer Downswing, Alter. Downswing immer noch? Hey. Kleiner Geheimtipp, Leute, wenn ihr In-N-Out holt, dann bestellt euch Jalapenos dazu. Burger schmeckt automatisch 1000-mal besser. Flow State ist ein natürlicher positiver Bewusstseinszustand. Im tiefen Flow-Zustand erleben Menschen große Klarheit, geistige Flexibilität und ein starkes Gefühl der Selbstwirksamkeit. Im Flow gehen sogar objektiv anstrengende Tätigkeiten leicht von der Hand. Ich muss mein Recording gerade stoppen, weil ich jede Cash Game Session mit recorde eigentlich. Ich spiele jetzt schon 3 Stunden Cash Game hier nochmal online, NL100. 5 bis 6 Tische. Ja, die erste halbe Stunde oder Stunde lief nicht so gut. Bin auch ein paar blöde Hände reingerannt und war irgendwie ein Stack down oder so. Und jetzt nicht das Weltbewegendes bei Cash Game, also online vor allem, fliegen eigentlich Stacks eigentlich die ganze Zeit um die Ohren. Aber ich war selbst nicht so ganz voll dabei. Ich habe auch 1, 2 Fehler gemacht, 1, 2 Mal nicht vor Value gegangen und 2, 3 Bluffs die waren total Schwachsinn und war nicht so ganz im Flow-State. Und dann kam das auf einmal, wo ich irgendwie nach einer guten Hand und sogar die Musik hat geholfen. Ich habe irgendeinen Song von früher, was ich total als Teenager gerne gehört habe, ist auf einmal hier aufgepoppt. Und es hat ein bisschen mehr Motivation gegeben und allem war ich auf einmal im Flow-State. Und alle Entscheidungen sind ganz leicht im Fall. Und vor allem die letzten 2 Stunden, also ich habe jetzt nochmal 3 Stunden insgesamt gespielt, da habe ich gar nicht mehr mitbekommen, wie die 2 Stunden abgelaufen sind. Ich war hier voll im Tunnel und habe einfach jede Hand nach dem anderen einfach meiner Meinung nach perfekt gespielt. Im Endeffekt sind wir, glaube ich, mehrere $100 ab. Ich weiß das nicht so genau, ich muss hier jetzt mal von den Tischen runter. Aber war auf jeden Fall eine profitable Session und das meine ich mit diesem Flow State. Das ist, glaube ich, online auch vor allem viel, viel einfacher zu erreichen, weil man an mehreren Tischen sitzt und nicht so unterfordert ist wie an Live-Games. Man klickt hier die ganze Zeit, verfolgt die Action die ganze Zeit, da geht ständig irgendwas ab und je mehr Tische, desto leichter bin ich in diesem Flow State, glaube ich auch. Aber ich versuche das Ganze auf irgendwie 5 bis 6 also nicht mehr als 5 bis 6. Optimal sind sogar 4. So, bevor ich meinen Vlog wieder beende, jetzt ein Giveaway für euch. Poker Bankroll Tracker hat nämlich 10 Giveaways, also ist schon 1 raus. Jetzt haben wir noch 9 für euch. Einfach alle euer Poker Bankroll Tracker Usernamen hier unter diesem Video posten. Und im nächsten Video werde ich den Gewinner des Jahresabos der Pro-Version von Poker Bankroll Tracker bekannt geben. Also nicht verpassen, Leute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren.